Die verlässlichsten Quellen sind immer die, wo man selber vor Ort hat, wo man hundertprozentig vertrauen kann. Also die eigenen Journalistinnen, aber natürlich auch andere Reporter von anderen unabhängigen Medien. Das Problem ist, es werden immer weniger, die unmittelbar im Kriegsgebiet sind, verständlicherweise. Auch wir haben unsere Korrespondentin Lucia Tschirki vorübergehend abgezogen. Die andere wichtige Quelle für uns sind Augenzeuginnen und Augenzeuge Ukrainer vor Ort, die Informationen vermitteln können. Wir haben mittlerweile eine ganze Liste von Leuten, die wir kontaktieren können, die in der Ukraine sind und wo wir wissen, dass sie hundertprozentig zuverlässig sind. Die unzuverlässigsten Quellen in einem Krieg sind Kriegsparteien. Krieg, das ist immer auch Propaganda. Man redet nicht zufällig von Propagandaschlacht oder Informationskrieg. Propaganda machen alle Kriegsparteien, vor allem in dem Fall die russischen offiziellen Quellen. An Wladimir Putin geht es nicht darum, wahrheitsgetreu zu informieren, sondern auch zu täuschen, sich Vorteile zu verschaffen mit taktisch gestreuten Desinformationen. Und darum ist, was der Wladimir Putin sagt, zwar eine Quelle für uns, aber wir ordnen sie entsprechend ein. Ja, das ist mit Sicherheit so, aber das ist meiner Meinung nach in so einer Situation auch gerechtfertigt. Der Krieg hat derart massive Auswirkungen. Es ist ein historischer Moment, es ist ein tragischer Moment, vor allem für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Aber die Folgen, die werden wir alle spüren, in allen Bereichen. Nehmen wir die Wirtschaft als Beispiel. Auch sie wird massiv tangiert werden von dem Krieg. Und darum geht es jetzt auch bei der Wirtschaftsberichterstattung um die Ukraine und Russland und andere Themen, die treten vorübergehend in den Hintergrund. In erster Linie ist es unsere Aufgabe, möglichst faktentreu zu berichten und zu schildern, was im Kriegsgebiet passiert. Es ist darum auch ganz wichtig, dass wir immer unsere Quellen nennen und betonen, wenn sich gewisse Informationen nicht überprüfen lassen. Hier Bilder von verlassenen russischen Militärfahrzeugen in Kharkiv. Und aus derselben Stadt der Keller eines Kinderspitals. Bilder eines Krieges, in dem sich kaum eine Information überprüfen lässt. Wenn eine Kriegspartei von vielen Toten auf der Gegenseite berichtet, als Beispiel, so kann das auch Propaganda sein und auf das müssen wir hinweisen. Darum auch hier an dieser Stelle mein Aufruf an alle, die Medien nutzen, bei Informationen, bei Videos auf den sozialen Medien, wo der Ursprung nicht klar ist, sich immer bewusst sein, dass das gefälscht sein könnte, immer sich überlegen, welche Interessen könnte jemand haben, so ein Video zu teilen. Eine zweite wichtige Aufgabe von SRF ist es, den Krieg auf politischer und strategischer Ebene einzuordnen, dem Publikum die Bedeutung von diesen historischen Ereignissen näherzubringen. Und das machen wir mit unseren Journalistinnen vor Ort, aber auch hier im Newsroom und mit vielen Experten auf diesem Gebiet. Lucia Tschirki hat einen unglaublichen Job gemacht in diesen Tagen. Als Reporterin vor Ort war sie Augenzeugin von dieser brutalen russischen Aggression und gleichzeitig hat sie das politische und das kriegerische Geschehen müssen analysieren. Das ist auch ein emotionaler Ausnahmezustand für sie. Es war in dieser Situation wichtig, dass sie nicht allein war. Wir waren täglich in Kontakt mit ihr. Sie war auch vor Ort nicht allein unterwegs. Sie war mit ihrem Kameramann dort. Und wichtig war auch, dass sich Lucia immer weiter gegen Westen verschoben hat, von Kiew weg, an Ort, wo strategisch, politisch nicht so wichtig sind, bis sie dann an der polnischen Grenze angelangt ist. Wir schicken grundsätzlich keine Korrespondenten in Gebiete, wo aktiv gekämpft wird. Aber es ist auch klar, ein Krieg ist unberechenbar und einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Ein gewisses Risiko für Journalistinnen vor Ort ist immer da.